Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Auch 2026 machen wir 4 am Minette Mashup, dem Wanderpodcast aus dem Minette. Allmond mit einem Invité an Allmond von einer anderen Platz. Als ein Invité heute für den Januars-Episode ist den Carlo Paluca. Moin Carlo. Moin. Der Carlo war von denen Arbeiter, die auf der letzten Schicht vom HGWB an der Schmelz von der Arbeit Belval 1997 geschafft haben. Und da haben wir Mengen schwer noch als rote Furdem durch den roten Boden vom Minette für das Jahr schon ein bisschen gezündet und gespannt. Es geht um die Geschichte von den Minen, Geschichte von den Schmelzen und von den Baugebieten, aber auch um Transformation an den letzten 25-30 Jahren vom Minette dem Bassin Minier an den UNESCO Biosphäre-Reservat. Mein Name ist Jan und ich vertrete Minette UNESCO Biosphäre. Wie gewinnt, ging ich von unseren 2 Partnerorganisationen auf charmantste Manier an der Realisation von diesem Podcast unterstützt. Für den Charme aus dem Centre National de la Culture Industrielle CNCI, so ist dann Katrin. Moin. Moin. Und für den Charme aus dem Musée von der Erbest, also Marike. Hallo. Hallo. Eine Ära, die oben angegangen ist, als die von der Platz, wo wir heute sind. Location vom Moment. Wir sind nämlich am Restaurant Schmelz, Fuß vom HUWB Belval, also auf der Platz, Carlo, wo du dabei warst, wie 1997 die letzte Schicht am aktiven HUWB gefahren ist. Und heute gesagt, das war ein bisschen anders, das aus. Ja, heute das ich habe mir das 34 Jahre nicht können drehen, das hat enker so heigi ausgesehen, dass ich enker heigi sitzen, mal der erste Suppe noch beim Podcast paar trinken oder wenn ich noch gerne Bier kommen, also das ist fantastisch, was sie da gemacht haben, und ich bin noch ganz froh, dass sie den TG von AAB erhalten haben. Du sollst für drinnen, wo wir raufkommen, wenn wir sitzen im ersten Stock, für die das Restaurant kennen, du hast ja den bisschen wie Lounge-Deal, mit noch Tische, wo du essen kannst. Und dann kannst du eine Treppe raufgehen auf den ersten Stock, wo ihn am Anfang just essen kann, wo ihn aber schon quasi so halb an dem Heischöfen dran ist. Wir sitzen anscheinend, Carlo, so ist beim Schlackelach 4. Ja, hier sitzen wir beim Schlackelach 4. Das den Heischöfen, den das schlägt, das ist ja der Knast vom Eisenerz, wo du übrig geblieben ist. Und das müssen rauskommen, und da hat man 4 Schlackelöcher, und hier ist das Schlackelach 4. Wie von dem wir da sitzen, für den Podcast abzuhören. Sitzt du wirklich bald dran. Das, ja, wie fühlst du dich dann, dass das wirklich schön restauriert und sind so viele Teile erhalten? Das möchtest du auch bestimmt irgendetwas aus, ne? Wenn dafür echt so ein Restaurant könnt, wo ihn ganz andere Erinnerungen hat. Ja, wir sind froh, dass das was sie gemacht haben, das mit der Uni, mit der Rockhal, mit dem ganzen Belval Plaza, mit der Schmelz, Restaurant Schmelz, das ist ganz schön. Also, wie gesagt, ich hatte das nie gedacht, dass der Enker so gewesen ist. Ich fühle mich richtig vor. Ich komme noch regelmäßig hin. Am Sommer kommen wir regelmäßig mit dem Velo hin, mit der schönen Velosbrücke, die sie gemacht haben. Und wenn ich dann Hege gucke, denke ich immer, mein Hege, wenn das noch immer da ist. Und ich bin noch wirklich froh, dass es noch immer da ist. Wie fühlst du dich dann ja, mit den Studenten und mit den neuen Anwohnern? Das ist ja auch noch eine ganz andere Dimension. Dass so viele Leute hier wirklich schaffen, wohnen und studieren. Ja, ich meine, den Platz hätten sie nicht besser könnten andelen, mit Studenten hinzubringen. Studenten auf Lützburg auf so einer historischer Platz wie in Heischöfen, wie in Belval. Ich meine, einen besseren Platz hätten sie bald nicht könnten finden, wo so ganz viel Geschichte ist, alle Geschichte, die wie soll ich sagen, wie sie die praktisch nicht mehr kann erleben, weil einfach fertig ist. Ich fand ganz schön, dass sie noch Abwohner sind. Wie gesagt, ich komme ganz gerne hin, ich fühle mich ganz wohl. Ja, der Tisch, wenn du siehst, mein Heischöfen steht da, hallo, laufen Studenten rundherum, das ist ein schönes Gefühl für dich. Ja, ganz schön. Ich gebe am liebsten alle einzelnen Leute so, das ist das, wo ich geschafft habe, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Das war mein erster Arbeitsplatz, wo ich hatte. Ich habe nicht angefangen zu arbeiten, ich habe viel gelernt. Ich bin einfach stolz.
Wie hat dann ein typischen Schaftdach Heich über B ausgesehen für dich? Kannst du uns das ein bisschen beschreiben? Ein typisches Schaftdach, das wir sind dann, wir hatten 4 Equippensystem, das 4 Schichten, Tisch mittes, also Moes, Freischicht von 6 bis 2, und dann 6 D lang, und dann 2 D frei, und dann sind wir auf Nötschicht gegangen, 10 bis 6 Moes, 6 D lang, und dann 2 D frei, und dann Mitteschicht, und das dann so in einem Rhythmus immer so weitergegangen. Und da sind wir sind raufgekommen, da haben wir uns sehr geguckt, was zu machen ist. Das mal als alle Regeln mal immer rund um den Nöwen mal gekehrt, weil da so viel Stips immer war. Und dann hat jederin, wir waren zu 6 Leuten, 7 Leute am Anfang wenn jeder hat 10 Tage, was zu machen hat. Und ja, man müsste gucken, dass der Nöwen lebt, dass gelöde gibt mit der Sache, für dass den Eisen raus können, dann, dass das angefüllt wird, dann Torpeden oder Puschen, für das da weiter kann gefordert gibt, dass es dann Stuhl geht. Ich fand eigentlich ob die Stüps zu Schwätze kommen, weil wir war ja auch schon zu Völklingen am UNESCO-Weltkulturerben, was ja auch ein früher Schmelz aus die Halle Blof, die nach echt dazu gegangen ist, wie Heiden Heischöwen, just die sind ihre Stüps nie losgehen. Ja, bei uns ist es noch einfach an wir hatten einen Humpen, die war reserviert, wir haben immer Knaschstranz gemacht, da haben wir den Knaschstra gebucht, und den ist dann zu Bierlischen Metzerloch auf den Tipp, aus den einfach gebucht gehen. Wie die lo weiter du verschafft gehen, das kann ich selber nicht so. Interessant für die Biosphäre. Ja, aber du hast so Fachbegriffhalle gelos, mit dem vielleicht auch nicht Jidverein etwas aufhängen kann, ein Humpen, das war nicht für zu trinken, gell? Nee, das war nicht viel zu trinken, nee. Ein Humpen, das war so wie soll ich so, ein großes Glas, wo dann aus Eisen, wo dann konnte Flüssigeisen dran gemacht gehen, und dann war ein Humpen, die war reserviert für die Knaschstrand zu machen, weil wir viel Knascht hatten Heischöwen, und den dann Tipp da Eidel gemacht gehen. Okay, die anderen, die sind dann bis an den Walzweg gefeuert. Die sind an den Walzweg gefeuert gehen, und die sind da weiter verschafft gehen, dass aus dem Eisen am Fongol Stohl gehen. Du, ganz kurz noch ein zu dem Roulement, den die hat, ja, du siehst, die war den Equipe zu 6, und die hat aber all Taschen aufwechselnd gemacht, und dann Moes Mittes an Oves Schichten. War das ein hart Arbeit für dich? Ja, also ich bin mit 21 Jahren nach der Schule in China gekommen, du warst das gut gewinnt. Nur eng Nursäil ze sinn ech voll Lungenlever net so engem Bett, an dat war ganz hart. Die Nurschichten die sind richtig unegang, war net einfach, war schon net einfach fir 6 D schon an den ze schaffen, aber dann hat man als 2 D frei, war schon hart. Wann den du net op Zen gebasset, dann as sie nënnergang. Was waren dann die größten Herausforderungen am Alldach Heichöwen B? Also Mengeg perélech gréist Herausforderung, dat war tëtzt. Tëtzt fir do bei 1500 Grad do ze schaffen, zum Mol am Summer, wann dobausen 30 Grad sinn. Also do war also die Kraft, die as einfach verlogang schon nëmmen de Stëft tëtzt, ob schon en neicht direkt soviel schwéier geschafftet. Und dann hummer nach schwéier dabei geschafft. Du si immer ganz oft dann an der Fermeriegrouf gi fir Salzpëllen zu ëlle, weil man soviel geschweest hun. Also dat war még gréist Herausforderung, dat war tëtzt, an dat war de Comedy, dat war mat ogre Stöppung misste rundrum laufen, weil einfach zuviel Comedy war. Sos hat ihn do Tinnitus gehabt, an natürlich de Stöps den such, dat war net immer angenehm. Carlo, mit dir, mit einem Expert zu summen, den weiß, wie so ein Heischöwe funktioniert. Für ihn, den absolut keine Ahnung hat, wie ein Heischöwe funktioniert, also für mich, kannst du mir kurz erklären, was ich machen müsste, für einen Eisen rauszukriegen, mit so einem Heischöwe? Merci fir den Expert, Messi bei weitem kein Expert, wat also weit méi wiesch. Ja, vielleicht, aber ich wie gesagt, das sind kein Expert, das waren als Ingenieuren, das waren die großen Experten, die das ganz raschen tun, wie den Heischöwe muss begicht gehen, für dass das genau so auflebt. Für das, meine Arbeit war einfach nur für innen zu gucken, dass man Tumpen an Torpedo gefüllt kriegen, dass alles soll proper sein, dass alles sich auflebt. Wie vereinfacht, den einfach riesengroß Stüppen, und du gerade den Kock dran, gerade den Eisenerz dran, und dann möchte ich wie du beim Grill guck den, dass ihr viel Luft kriegt
viel Luft, dass dat ganz eng gut hëtzt krit an dann irgendwann enker schmilzt dat ganze summen an da bu den innen an tippene Lacht dran an da könnte Gosse rausgelaufen den Eisen rausgelaufen. Okay, an de recht, weil war jo net nimmen Eisen, so die de Minet stehen huet jo majoritär net aus Eise bestanen, dat waren dann Schlacken. An die sind dann zu denen Schlackelächer rauskommen oder Schlacken, die sind zu denen Schlackelächer rauskommen an die sind een Deel hummer benutzt fir Krasi ze machen. Krasi besteht in denen mat Druckwasser die Flüsche Schlag bespritzt dann zerspringt an der getat Krasi, da das benutzt gi fir zum Beispiel Zementerie fir Zement zu machen. An einerwärts hummer dann Tumpe gefüllt einfach so mat Schlacken an die sind da klein gemacht gin an de Zeit sind Strossen soweit schwest Strossen du mat gebaut gin fir de opzufüllen. Wat fir Rohrmaterial goufen am HWBder benutzt an wo kommen die hier? Also mir hat den Eisenerz, dat is ja den Hauptprodukt wat man wollten do rauskriegen, Eisenerz, den aus 4 ménger Zeit aus den aus Lützburg kom, aus dem Minet, aus dem schönen Minet. Die Ära wo ich kom sind 91 aus Frankreich an deelweise aus Deutschland kom. Und dann hummer de Kock gehabt, de Kock den huet mis einfach Nwe gemat gin fir eng chemisch Reaktion do zu produzieren a fir och hëtzte, well ho Kock die mens viel hëtz doof. Kock aus Frankreich als Lothringen kom an och deelweise aus Deutschland. Und dann hat man noch een Zusatz mich komme lo leider net op den Numm. An den er auch aus der Belg, Deutschland an Frankreich alles aus den Nopeschländer kom. Wie ist man mam Kock gewircht? Ass de fertig geliefert gin oder gouf dann Kokerei hai wo dann aus de Quellen hergestalt gouf? Weil das jo am Fong so eng Turboquell mat der du rich gut grille kannst, fir dass du op die 1500 am Grad kennst die ganz genau. Nee, mir konnten die fertig geliefert an die bei Müllerei geliefert gin an dann vun do aus se dann iwwer Fördebänner an Skippen gelöde gin Skippen, dat sind se gros Kivelen die rob op den Hegewe gefauerert gesinn an dann do ass den Uwen dann gefëllt gi mat de Sache. Me de Kock den ass am Fogel fertig streng zu kommen. Me Uni Kock hast die Temperatur von denen 1535 oder 38 Grad gött ja drüber gestrüde, wenn die Deise genau schmelzt. Wahrscheinlich nie hikrit gell, me so ein Hegewen huet die Temperatur plus ou moins permanent gebraucht oder? Ja permanent, weil sonst hat man dat net Eisen net den Eisen jetzt net zum flüssigen Eisengrute. Ja du hast den Hegewen das wie du hem am Grillwich gesot hun, du gëtt wärm Lofe Drageblose mir hat den misloléen fees mi ganz genau. Mir hatten so rundum den Hegewe waren so eng schätzen wären se eng 20-24 Düse gewircht, die Deckdüsen, die eng 20 bis 30 cm Deck hatten. An die sind mat wärmem Luft sind die aus den Arageblosen an den Nwen an dat durch de Kock an alles huet dat soviel Hëtzt produziert, dass man dann innen Apps Flasche rauskommt. Dofir op Englisch auch eben den Term Blast Furnace. Das wirklich okay. Luft ja. Blast. Ja. Okay. Wat huet dabecht am Fong Heechwen mat dem Menschen gemach kierpelech, war jo ganz warm, dat huet schon gesot mir auch mental. Wat war den Impact am von kierpelcher mental op so eng abecht? Also kirplech wie gesot hëtzt dat war Dir mech krank gemacht. Also krank an dem Sinn, dass das ganz viel Energie verloren, schon ganz viel Energie verloren schon der Länge durchstützt de Stöps de Comedy das unegang natürlich noch schwerer müsste schaffen da so und Muskel gegangen wann ich kein Muskel hatte heute da gut mir das wo Gelenker gegangen und dat war richtig ja, alles zu summen tötz de Comedy die Stöpse die schwer erbe dat den einfach den mat Zeit mitgemäht von den du net regelmäßig nur freigeholt dann sind einfach umgefallen weil den einfach kein Kraft mehr hat mentale das ja wie soll ich so mir hat die Menschen zu summen halt dat heißt, die mentale Mensch stark gemacht weil man zu summen halt hat weil man Schiedrin hat immer irgendwie bisschen so eng Angst die aber nie gewiesen hört dass einfach kein Accident soll kreen dass net hätte noch kennt den filmi fatale Accidenter kreen weil ja aber net einfach war
ja zu den einfach zu Summe gehabt war stolz ein hegewen Erbestadt zu sinne Fonder wie man da immer gesucht tun ja das also das ist ganzen Impact gewesen von Sachen die war nicht einfach tut Spaß gemacht dann es sind immer glimpflich davor kommen weil ich nie irgendwie einen größeren Accident hat. Wie viele Jahre hast du dann schlussendlich geschafft? Ich sind 91 nachdem ich mein Lehrer gemacht habe op Schmelz kom an schon bis dann die letzte Kule dat war dann als Schicht wo man die letzte Kule hatten ja und war dann bis 97 war stand Hege. Und hast du wann die Industrie nicht abgehalten hat hast du noch weiter geschafft? Oder hast du irgendwann Erwe Oder so war dann warmen Jobgesicht? War dann auch wirklich gut? Ich kann so Lützburg hat die große Chance dass Darbeet nie einfach so en lizenziert huet nie en so rausgepucht huet Tisch mir sinn all versat gin Tisch die eng sinn op dé verding versat gin die anderen sinn op Belver bliwen ich hat chance sinn Belver liewe well schon dé verding am Fogol gënne zu kann ich war echt auf hier Belwol es sind du noch bis 2002 sinn ich noch an de Finissage gegangen Finissage das am Fogol Hege hunch geschafft hunnech dat flüssig Material produziert an am Finissage hun ich dat fertigprodukt op Wagger gelöden a fortgefeuert hun nach 5 Jo lang am Finissage geschafft ihre Stunde war Darbeet komplett verlust. An dem Kontext als vun de Fondeuren also vun denen die Hegewe geschafft hun an d Elektrostohlwirk transferiert gin wo d Elektrostohlwirkproduktion iwwer huet ab 97. Et sind da verschiedene op défer den Gang ich hat leider ke Kontakt mit der no mé Kenntnis sinn oder pursteckt die noch op Elektrouwergang sinn méi ha Belwal die warch meng schon ganz besat ha Belwal die frei versat gesinn ass ken an d Elektrouwergang. Du hast ja schon gesot der wert eng Klängekipp die Hegewe geschafft huet wat war dann du Ding Aufgabe am degesche Betrieb oder gouft net so Ding aufgab met war immer Eis aufgab. Also mir hatten waren 6 Leute Hege 7 Leute mat engem Operateur den Kommandoraum war de huet am Fogol de ganze Nwen wieso ferngestalt mat Computeren de huet dat ganz astalt dann hat man de Prinzipal den war dann zuständig fir Schleckelächer opzemen an dann hat man den manuell opgemerkgin. Ja nee net manuell das mir hatten do so eng Düs die ja schon manuell betätig gin aber das eng Maschine die dat ganz ober zo gemerk huet. Okay. Ja dann hat man den dat hat de Prinzipal den echte Fonder de huet den Hegewen op an zo gemerk an de huet geguckt dass alles rundrem soll klappen dann hat man 2 Fonderen déi hunn am Fogol nee hat man den echte Fonder pardon den echte Fonder den huet dann Torpedo an Tumpe gefüllt dann die 2 Fonderen deuxième Fondeur man dat immer genannt déi hunn dann immer bis mir derbestrondrem gemerk die wie Maschinen opfüllen die mussten opgefüllt gehen an Botzen wat ze botzen as an ja Menge habecht war wann lo dat lacht Jo warch remplaçant vum echte Fonder dat techt si bei Baskul war eng Wip déi am Fogol Torpedo gefüllt huet wann die eng seit Torpedo voll was hue de gedreht dann ass het ëmgekippt an den anderen Torpedo dat war am Fogol dat lacht Jo wo stener sa hun hab Schmengenaufgaben ja. Ja noch schon ein bisschen iwwer dabecht geschwert die wirklich schwéier war an einfach ja war einfach kein einfach erbecht me we hun sich Normen an Moosname fir Sicherheet op der Erbecht am Lauf vun der Zeit auch entwickelt sich wahrscheinlich bisschen geändert doch ja also Normen die schwngen sind 2002 sind ich vun der Schmelz fortgegangen ich denken das sind Normen noch viel méi heich sinn an Sicherheit noch viel méi groß geschriweget wie schon Demos bei Eisers schon ganz groß geschriwe weil einfach gefeierlich war wann ihr bedenkt dass du flüssige Stuhl vor 1500 Grad raus könnt dat gi Verbrennungen ich kann nicht so dat dit richtig wei an net Emol mir dat dit lang wei denken ich dass also haut op der Schmelz Zcherheet noch viel méi groß geschriwe gëtt an Normen noch viel méi groß gesat gin wie schon Demos weil Demos war schon also Zcherheet das ganz groß geschriwe gin. Dat heißt, du hast schon enker verbrannt. Ja schon méi wie enker ja.
mir net schlimm war aber okay Nee, war just Durchgang für so wie kein Hauttransplantationskrim. Ich war schon den ganzen Namen war verbrannt an schon 5-6 Wochen gekämpft, weil der da einfach wehgetan hat. Ja. Na ja schon Kann ich sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass ja wie wann ich no lauschteen, das wie wann eng am Anfang so ein Monstermaschine aus, wo wie du beschrieben hast, wo dann wenn eng Person sitzt, da kontrolliert und dann Arbeiter, die sind da wirklich no unter Source an no Gefahr, dass Also das kein Monster, das war eng Bomb. Das war eng Bomb, weil wenn du irgendwie etwas nicht gelaufen hast, das Ding, das ja auch den ganzen Hegen, das gekillt ging mit Wasser, eng Wasserkillung, wenn die zum Beispiel ausgehen Fall wäre, das man nie hatten, will ich nicht wissen, was da geschieht wäre, weil da waren nicht nur 10 Kilo Flüssigkeit am Hegen, wenn du waren da bist du mehr dran. Also es war schon gefährlich. Marike, letztes Jahr hatte man so eine Rubrik, wo man immer gefragt hat, wie du auf den Podcast gekommen bist. Ganztags hast du das am Velo gemacht. Und ja, stimmt. Ganztags effektiv. Mengnisch so ein bisschen noch das idealisierte Bild vom Schmelzarbeiter, hat auch etwas mit Velo zu dienen. Ja, schon selber ganz schön Archivbilder gesehen schon von Schmelzarbeiter, die zu 30, 40, 50 Uhr kommen auf ihrer Schicht. Also das kein idealisiert Bild, weil das wahrscheinlich auch schon anstrengend gewesen wie überhaupt weh, ob da habe ich zu fahren. Carlo. Mam Velo. Ja, Carlo, den interessiert sich eben für ganz viele Arbeitsaspekte und eben auch den Weh auf der Arbeit. Die geht ja auch nicht immer matt geraschen. Also in den 90 an der Velo geführt. Lo freue ich mich, weißt du demals mit Zeit auf deiner Schicht gekommen bist? Also ich war damals bei meinen Eltern am Reisebahnhof gewohnt. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Auto geholt. Ich war ein bisschen mehr modern wie die ELA-Kollegen. Die hatten doch viel mehr einfach. Die haben praktisch ganz viel und zu Esch gewohnt, Belval gewohnt, zu Zollver gewohnt. Die hatten viel mehr noch. Ich hatte keine Lust, morgens um 4 Uhr aufzustehen, für um 4:30 den Bus zu holen, für um 6 Uhr auf der Schicht zu sein, für dann den Overs um 5 Uhr daheim zu sein. Dafür hatte ich keine Lust, dass ich nicht mit dem Auto komme. Mit der Tisch, du hast Arbeitskollegen, die dann aber zu Fuß oder mit dem Velo? Ja. Es waren ganz viele, die mit dem Velo kommen, sie werden es einfach nur bei geschafft haben oder auch carrément zu Fuß kommen. Ja. Also ganz viele Busse, ganz viele Kollegen, die zu dir für den gewohnt und die haben geschafft und die haben den Bus geholt, für hinzukommen. Weil sie auch einfach kein Auto hatten. Carlo, du warst der einzige Schüler an der Ausbildung zum Muller. Das ist ja eine ziemlich speziell an eine Situation. Wie hat das Approach den Arbeit beeinflusst? Wie war das für dich damals? Also ich war nicht den einzigen Muller an der Ausbildung. Schon meine Ausbildung auch nicht auf der Schmelz gemacht. Schon an der Schule von der Schmelz gemacht, das am Emil Metz zu Dummelding. Ah, ja, okay. Wie gesagt, ich war nicht den einzigen, ich war die letzten ausgebildeten Muller. Noch mehr als Chemikum. Mein Approach, ja, ich wollte am Anfang nicht an den Gießerei arbeiten gehen. Ich habe Propos von der Schule gemacht, weil ich der Letzte war. Ich habe Propos gemacht, für die Schmelz zu gehen. Die habe ich direkt durchgeholt. Weil für an den Gießerei zu gehen, das war derzeit schon so privat. Und du war die Femme von mir, wo ich noch kann erinnern, die war schon dick an den Schlagzeilen, dass sie soll zugemacht gehen. Da habe ich mich auch nicht mehr so wohl gefühlt. Ich habe dann von der Schule Propos gemacht, für die Schmelz zu gehen, die ich direkt durchgeholt und da haben sie mich auf den Hege gesagt und die habe ich auch dankbar angeholt. Das heißt, ja, die war aber wirklich bewusst, dass du dann der Letzte warst. Ja. Dass du aber irgendwann ein Kehr in an. Ja, du, also Muller, es gibt Chemie ausgebildet, Lützeburg, laut meinen Kenntnissen noch, es gibt noch eine Firma zu Kehl, ob ein Delo Mullerin ausbilden, das weiß ich noch nicht. Der Massa, ja genau, das weiß ich nicht, ob ein Delo Leute kann sehen, dass in diese ausbilden, das kann ich nicht beurteilen. Wie gesagt, ich war froh, dass ich dünn auf die Schmelz komme, aber ich habe noch leider nie an meinem Beruf geschafft. Das ist ein Teil, was man einfach lebt.
das eben so kommt. Ist noch nicht zu spät. Soll Für ich unter nie so, Pension. ja. Wie wat hast du diesen Beruf gewählt? Wann du deinen Beruf nicht gemäht hast, das ist ja so. Wie wat hast du dann die Studium gewählt? Ich hatte am Anfang nicht viel wählen. Ich hatte als 16-Jährige sind schon den Institut gegangen, Emil Metz auf Dimmelding. Ich wollte Dreher gehen. An Dreher hatte ich leider op Punkt, dass es nicht durchgegangen. Ich hatte kein Moyen für Dreher zu gehen. Ich hatte 40 Moyen gebaut. Ich hatte aber leider nur 39, weil ich ein richtig guter Musterschüler war. Und ja, du hatte ich dann den nicht. Und du hast immer proposiert, du kannst noch an Geisterei gehen dann als Müller, die brauchen noch Leute, weil auch da habe ich schon gesehen, dass ein Schüler Jahr zu Jahr immer Rufgänger ist und ja, du hast dann entweder du gehst mit 16 Jahren gehst dann Arbeitswelt schaffen ohne Ausbildung oder du hältst dann irgendwie eine Person, die du nicht kennst und dann ja, du hast da geholt. Ich muss sagen, es macht noch richtig Spaß gemacht, das auszulehren, weil einfach interessant ist. Ob schon ich leider nie da geschafft habe. Erinnerst du dich an den Moment, wie du hören hast, dass den Heichöwen zugemacht ging? Wie war das für dich? Also ich schon hören 91 wie ich überhaupt an den Heiche gekommen sind, dass für mich am Fongehol sich eng an der Welt Heichewen den die lebt nicht nach 4 Jahre lange. Aber schon mal am Fongehol nicht viel nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil als 21-Jährigen ich war froh, dass ich Arbeit hatte. Ich habe mich direkt an die Arbeit rangeschafft. Ja, richtig scheieren wie du aber soll drüber sind, das war schmengen 94 wie den Heichewen C du Verkauf ging so ein Chinesen du mir gedacht okay, gehen wir auf die B und dann also da wirklich können River du müssen sich schon Gedanken, weil irgendwie mit 6, 7, 28 Jahre dann nee hat 3, 24 du denkst den irgendwann muss seg Familie gründen, muss ein Haus kaufen und dann lo den eng Arbeitsplatz wat geschieht mat mehr wat mich spät könnt. Ja das war net ganz einfach, weil war immer bis gespannt schon am Anfang net viel Gedanken misch gemacht, schon mal mé Gedanken die Leute gemacht, die mein Alter lo hun so kurz vor der Pension wat geschieht mat denen, weil schon mal immer schon geduld Arbeit die gerade keine raus, du gehst Fassade, dann ist okay Problem für einen anderen Platz mich da ranzuschaffen, mir in den 4 Jahre lang Heiche geschafft hat, den aber noch muss 2 Jahre in einen anderen Betrieb gehen oder ein anderes Service, für die war es viel mehr schwer und die hat noch viel mehr Angst. Ja. Das heißt, also du wusst, dass ein Kommando auf Abruf quasi, wo du angefangen hast, mal schaffen, du hast den Heichewen C erwähnt, den 94 verkauf gouf, den aber schon eichter zougemerk gouf, weil net mir repariert gouf, weil du irgendein Problem Heichewe war ab 96 aufgebaut gin, wo 3 kleine Chinesen mit dem Kontrabass kommen sind, an der Baldschrauf eng Nummer gemolult hun, an dat Steck für Steck aufgeschrauft hun, a China bret hun, wo du nur nach Jure langerem funktioniert huet bis 4 Uhr kurzem. Do mengglech werden awer jietfragem vun ihr alle Goete bewusst zu okay lo se dawer kurz fir Nadi. Ja du hast du wart also wie wie man schmengt dat mis dem 94 gewiss, wo man die Stall gehalen und wo noch du verkauf gin hast, net lang du nur verkauf gin. Du warst ganz klar bewusst, dat du wart mat neige, wenn de B die leef net noch ganz lang an Zeit war gezielt. Den C war ja viel groß, du kannst ja viel méi Eisen dummer wie man A oder man B. Ja also schon C ugefangen mat schaffen, du sind schon Kaltwasser gepucht gin, den hat 3 Stöchlecher der Tisch, du war Alkers du die wirklich 8 Stunden geschafft. Wie HGB du hast Stöchlach du hast Stöchlach proper zu halen, C war während der 3 ich muss aber so dat war een wat gelacht huet, nie wat gekrasch huet gekrasch weil den einfach das logisch schon fertig an die anderen Seite endlich nëmi 8 Stunden lang schëppen gi mal op de B an der Homeist mal gut, weil mir hatten so dat die
so bisschen mi jung Erbeter mat 2-3 awusse Erfahrener die hun C geschafft an die bisse mi eler die hun dann B geschafft, weil da war bisse méi relax war schon da war noch hart war ja also lachen an de kreichende Name mit war Zeit war weg gezielt. Am Film Et la scie a coulé dans leur veine vum Thierry Michel, das belsche Film am Fong spielt d'Abecht eng Zentralroll an der Identitéit am Fong vun d'Abechter. Sie fühlen sech wirklich stark mat ihrer Abecht verbonnen an oni d'Abecht verleieren se bisssen de Steck vun ihrer Identitéit. Wéi hust du die Phas vun der Verännerung am Iwergang erlieft, weil dieser Film huet dat wirklich ganz stark gemet, weil sie hu wirklich gekämpft bis zum Schluss. Wéi war dat heute zu Lützeburg? Wéi war Ja, das ein Film vu Leck den 6 wo se Leute wirklich op Stroßgang sie wo se Direktion wirklich ganz hart ich kann de Film war ganz schlimm bei Eishai wäret am Fongol net so weil bei Eishai sie mir vermu von gut beruhig gehen dass ma als erbeg net verleieren dass Arbeit sieht Lützeburg sieht Belval noch nie een rausgepucht huet dass sie alles giffen dro setzen für Leute zu versetzen wie gesagt, als Jungen schon mal net so viel Gedanken gemacht wie meng eler Kollegen ich kann sie gut verstohlen die Leute weil an der Welt soweit ich kann erinnern wurden sie 6 zugemerkt da sind über 10.000 Leute an der Schulmarsch gefallen an die du eng Familie hatten die sind wirklich innergang. Sie fir kurz Zeit den hege 6 Necker opgemerkt wie de Mittelkommers fir 6 Mainmengde so du Gidreen hat Hoffnung mé schlussendlich als dafür du net gang. Also das ja eier Lützeburg wäre net so wie an der Belsche man weg schlägt das man denen du geschieht das de Film den ass mé Lothänger haut aus wann ich die Bilder gesinn ich hatte Film nämlich geguckt ja sind einfach mir hat nie Chance an ja dat ja, nicht mir einfach. Aber das so ein bisschen de Privileg op dieser Seite von der Grenze zu schaffen, weil ich meine an der Belschwerte Fall an Lothringe wird gene so der Fall, du sind schmelz noch eng oder der andere einfach so fertig guckt, dass da ins geht. Ja, Frankreich schon so zugemerkt, da sind da ganz viele von Frankreich, die bei euch schaffen kommen. Auch op Negewen hummer ganz viele Leiit gut, die dann nach 1-2 Joer bei Eis geschafft hun du hast auch bei Negewen zo gemerk gin, die sind dann weiter versat gin op Deverding oder jegent vor den Service ha Belval. Mir hunn dëst Joer méi wissen de Sujet bleiwe never beim Sujet eng neue Rubrik, do gehtt Erinnerungen. Carlo, hast du e Ritual oder eng Tradition abes was du immer mussen oder wëlle machen eier eng Schicht gefangen huet oder goufet du so eng Fixtradition dis du mat enge Kollegen gemacht hues so Ritual? Nee, also Rituale hat man am Fongol net wir waren zwar en gros Familie, wir waren alle go Kollegen mir such no der immer alles gut verstanden so Rituale hat man net der den war her schon immer gehofft gebiert dass wir mal opkommen sinn das keine Maps geschieht weil wenn ich keinem Kollege mit dem zum schafft dass du irgendwie abs geschieht so richtig Ritual hat man net mir hatten am Fongol echtter so Rituale wo man dann der Schicht net nur der Schicht mehr so zum Schluss von der Schicht wann der Chef gesucht hat den direkt weil da könnte beim der Kriten abs kleinste so kleinen Performance Drop der wurde immer gut getan das war so ein bisschen mir heißt Rituale mit der Tisch du bist dann aber schon du hast aber kurz so ja schon net kreis gemacht mir schon immer Tänze gedacht wann ich gelieft merkt dass ich ganz kommen dann mir auch mein Kollege weil dat war net immer einfach oder mam Saint-Éloi auch zu bieden ja dadurch das für die dat net wissen de Schutzhallege vun de Schmelzwerbeter Minere Sandbarb ja, genau ja. Der Schutzerbeter vun de Schutzhallege vun de Schmelzerbeter dem sein Dach den 1. Dezember ass. Dat net vum Bäbelen derre wäsch. Hu der dat gefeiert oder war dat euch
echt das unter ferner liefen Oh, nee, das ist die also, Golf. sie lust so schon 3 Jahre hier mich. Nee, das hat mir gut gefallen. Nee. Also nicht so wie die Mineren, die wirklich der Nee, 4. wirklich, Dezember. nee. Okay. Pfefferminztröpf war eigentlich ein bisschen mehr interessant. Ja. Das er auch schüss nimmer eng gin. An Schluss von der Schicht. Ja. Wir kommen quasi bei dem Schluss von unserem Podcast. Du fehlt uns auf eine enge Rubrik, an die haben wir natürlich auch an diesem Jahr bei Eise Quiz. It's quiz time. Jetzt erklärt, Carlo, wir stellen da 3 Fragen. Jeder von euch stellt eng, gehen alkes 3 Alternativen. Außerdem, den Frau geschrieben wird, weiß am Anfang kein anderen die Antwort. Heierns du mal per Zufall. Wenn es der falsch redet, ist auch nicht schlimm. Du darfst einfach alkes so fänken mit Ruhen. Merci. Zwei von der Eisenindustrie am Minnet, die stung op der Zowasch zu Lassowasch, da stung nämlich den echten Heichöwen an der Region vom Minnet. A wegen Jahr aus den Heichöwen der gebaut an der Betrieb geholt gin. War dat 1625, 1751 oder 1817? Ich schrieb 1600. An Katrin? Das ist ja wirklich frei, ja? Ja, me Das kein ja. doch noch mir frei sind, wenn die Römisch hatte noch schon Trassen voll. Ja. Dat Kalt du dann wennst ich gif so und kennt nach mir frei sind wie die 3 Proposen he. Ja. Firmisch. Ja, mir also so mal den Den echte eher- quasi industriellen Heichöwen. Den Und auch noch Dann- sous la sauvage. Lehr industriell vielleicht 1917 wann industriell ass. Ja, ich gehe dann mit 1751. Da kritte Carlo den Punkt. Es war so 1625 für den Betrieb geholt gin ass. Oho. An den huet also am Fong hunn Teichwen op der Zowasch quasi rit duch mat de pu kurzen Erbrierchungen, do goufet ja heinz also Gemetzel sa Gemeuchel sa gekrichs och hai an der Gegent. mat de pu kurzen Erbrierchungen bis quasi an 1807 funktionéiert. Do ass d'Schmelz op der Zowasch zougemer gin. Aus dem ganz einfache Grund, weil sie nicht in Schienen nicht so geschlossen gouf. Weil es dafür viel zu kompliziert war, für neu, also es hat sich nicht rentiert, oder nach neu ganz modern industrielle Heichöwen hinzusetzen, weil du wirst mal mal so näheren See kommen, ohne zu. On to the next. Belval goufen 3 Hauptheichöwen. Heichöwen A, B und C. Für wat gesäit denn dann den Heichöwe B dacks als dem Mittleren, dem Mittleren genannt? Also A, weil ihn geografisch an der Mitte steht, B, weil ihn chronologisch an der Mitte zwischen Heichöwen A und C gebaut gouf, oder weil ihn die mittelste Produktionskapazität hat. Egal, was Carlo lo sieht, ist so in der Zahl fest. Ich gif so der dritt. Also die mittelste Produktionskapazität. Chronologisch kann es zwar passen, dass ein Tisch dem Herrn im C gebaut gouf. Der Carlo hat gemeint, die mittelste Produktion der Sonne steht auch. Oh, ich so noch so wie de Na, der Carlo hat recht. Also sie stungen allen 3 an enger Reihe. Das war den Ja. A, de B und dann den C. Also mittels geografisch ist auch nicht ganz verkehrt. Nee, das sind ganz okay, die stungen an damit. Wenn den Lo eng Lin hält, dann... Ja, also das sind ich meine eigentlich goufen noch do wenn's den mittleren genannt. Ja. Das also eigentlich sind ja die 2 Antworten richtig. An ass noch Tisch dem Herrn im C gebaut gin. Oh, nee. Na, Ja, der das- B ist schon lange gelaufen, wie den C richtig gebaut ist. Ja, mir erst ein A für B gebaut gin. Ha, dat ass die nächst froh. Weil wann da wäre ja den 3 Alternative richtig gewesen. Ich gebe aber denke, ja, weil sie bauen ja keinen Heiche, wenn den so groß Kapazitäten hat, und da bauen sie Klänge, die drauf ja eine kleine Kapazität. Ne, wahrscheinlich nicht. Das war auch noch nämlich ein Heiche von D war noch geplant, der noch mehr groß war wie den C. Den aber nie gebaut. Den gell? aber Nee. nie gebaut gewesen. Den ass ha am Buch wann en de Buch vun Belval an Metamorphos durchgucken vun der Ausstellung sind Fotoen vu Marcel Boucher an do hummer nach die Information iwwer den Eichwen ABC an den D die net am Das nie gebaut nee mir voilà wann der wild
kann ihn sich schon beim CNCI melden, wenn ihn Interesse hat? Ma ja, mir hunn nach Bicher an ja am CNC se méiglech dat de Buch ze kaufen, am Fong Dir könnt bei so Website goen fir d'Informationun ze kreien. Mir verkaufen dat fir 20 €. Okay, voilà. Dann nummer de Publizität auch proper haier gebaut. Das enger negen das Herz, das ist ja ganz okay. Wo hast du den froh da noch aus dem Buch an, Katrin? Ma ja. So wenig gouf den Heichschwen B zu Belval gebaut. 1964, 1970 oder 1974. Heichschwe B. B. Ja, ich Ja, meine, es ich ist werd lang mich so doch geschafft, den mir Kalle- da muss ich wirklich schroden. Das ist der Geburtstag von dem Heichschwen nur dann die gefeiert. Nee. Wie waren die 3 Alternativen? 1964, 1970 oder 1974. Ah, komm ich so 1970, dann noch se grad so alt wie ich. Ja, Da das schön, ich lässt mich dir und Carlo. wat sind de Ja, Jan? raschend grad. Doch, kein 270 Gebiet, das waren also 400 Stuhlkris, das war, wo Teigiefen an den Himmel gewusst sind. Doch, der keiner, aber so 70 gebaut gesehen. Ja. An Marike? Ja, auch 70? dem un. Ma ja, et war 70. An 64, dat war den Heichschwen A. Auf 74 C? Nee. Das hast du einfach so dabei geschrieben, weil es ein dritte Alternativ gefragt Voilà. ist. Nee, ich meine, das müsste länger noch gewesen sein, Heichschwen C. 8 länger noch drüber. So spät. Ja, ich meine ja. Sind Salon nicht ganz sicher, aber steht da doch am Buch dran. Wahrscheinlich, das muss ich wohl. Ich gucke das noch. Also der wirst op cnci.lu könnt das Buch bestellen. Voilà. Wandert noch nicht tut und da könnt ihr selber nur gucken, wenn ihr das Heichschwen C gebaut ging. Das Hashtag #Minetmerjob, das ist den Hashtag, über den ihr in den sozialen Medien fand, auf minet-biosphäre.com von der als Shownotes zu diesem Episode auch. Das heißt, alles über das, wo wir gebrüttert tun, und da werdet zu verlinken wir da noch an den nächsten Episode von Minetmerjob, die geht im Februar. Da gehen wir ja schon Rendezvous an engem freieren Dachbaugebiet, also an enger von unseren großen überirdischen Minen, die wir hier hatten. Merci Carlo, dass der Zeit geholt ist, als kleinen Abblick an das Leben von engem Mann Heichschwen zu gehen, auch wenn es geschwindere Schüler hier sind, dass den Abschnitt an dem Leben noch benannt gegangen ist. Vielmals merci. Ja, Merci. Ja, merci. Und da bis nächsten Monat. Ciao, ciao. Ciao. Adi.